Wie schwierige Zeiten zu Chancen werden, darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Ich denke, die meisten von uns, wenn wir uns so im Herzen sagen könnten, ja, was würdest du dir wünschen, dann würden wir uns die meisten sagen, ja, wenn es rund läuft, wenn es gut läuft, wenn es keine großen Probleme gibt, so Work-Life-Balance stimmt und einfach, es stimmt einfach alles. Aber wir wissen, das Leben ist oft eben nicht so. Manches kommt unerwartet, manches kommt so, dass es nicht gewollt ist in unserem Leben. Manchmal gehen Dinge plötzlich kaputt. Also manchmal ganz natürliche Dinge, die Waschmaschine im falschen Moment, die den Geist aufgibt, eine Unachtsamkeit beim Parken und das Auto hat eine neue Form. Plötzlich gibt es Stress mit Leuten und du denkst, was ist jetzt los? Gestern war alles noch so gut und heute, hat sich die Welt gegen mich verschworen? Oder dann sind wir beim Arzt und man sagt manchmal, wenn du krank werden willst, dann musst du ins Spital gehen. Und ungefähr so geht es einem dann, ein Bescheid über eine Krankheit, die man nicht erwartet hat. Und all diese Dinge haben das Potenzial, unser Leben aus den Fugen zu werfen. Dass wir hochgehoben werden aus den vertrauten Schienen des Lebens. Und so ist unser Leben voller Überraschungen. Die positiven, die lieben wir, die anderen, die haben wir meistens nicht so gerne. Aber wir werden heute Morgen sehen in der Bibel und in dem geliebten Wort Gottes, dass solche Zeiten der Schwierigkeit, solche Zeiten der Prüfungen auch in unserem Leben einen großen Wert haben für unsere persönliche Entwicklung. Manches lernen wir leider nur auf die harte Tour. Bitte bleibt noch, es kommt schon noch gut. Aber sind wir ganz ehrlich, manche Dinge in unserem Leben haben wir nicht gelernt, als wir an der Copacabana waren mit einem Caipirinha. Sondern die haben wir gelernt, als wir auf unseren Knien waren, als wir Tränen in den Augen hatten, als wir sagten, ich weiß nicht mehr weiter. Und wie solche Zeiten zu Zeiten des Segens werden können und auch von Gott dazu gedacht sind, das wollen wir heute anschauen. Und wir wollen lesen Jakobus 1, die Verse 2 bis 5 und Vers 12 werde ich später noch zitieren. Liebe Brüder, und also ihr wisst, im griechischen Wort, das da gebraucht wird, sind die Schwestern immer inbegriffen. Amen. Liebe Geschwister, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wollen wir noch beten zusammen? Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass dein Wort so offen ist, so ehrlich ist, auch dass das Leben als Christ nicht immer so einfach ist und dass wir durch Herausforderungen auch gehen in unserem Leben. Und wir wollen heute Morgen einfach dein Wort auch aufnehmen, wollen hören, was du uns sagst. Und ich bete, dass du die Predigt heute Morgen nimmst, dass sie wirklich im Leben von Menschen heute Morgen zu echter Substanz, zum Trost, zur Orientierung, zur Klarheit auch helfen kann. Komm, Heiliger Geist, nimm du das Wort, das du eingegeben hast, das du inspiriert hast und mach es uns heute Morgen zur Nahrung für unseren inwendigen Menschen. Amen. Ja, zuerst möchte ich mal die Frage stellen, warum lässt Gott überhaupt schwierige Zeiten zu? Weil manche Menschen sagen, ja, wenn Gott ein guter Gott ist, und dann denken wir so, dann dann bewahrt er uns vor allem, dann schaut er, dass nur das Gute in unserem Leben geschieht, weil Gott ist doch ein guter Gott. Aber so einfach ist es nicht und die Bibel sagt noch etwas anderes. Schaut, der erste Grund, warum Gott schwierige Zeiten zulässt, ist weil Gott uns liebt.
Jetzt sagst du vielleicht, also damit hätte ich nicht gerechnet. Aber schaut einmal, Gott gibt uns Gelegenheiten, dass wir nicht nur zum Glauben an Jesus finden, sondern dass wir in diesem Glauben an Jesus eben auch Veränderung erleben. Und diese Veränderung, die wir brauchen in unserem Leben, geht oft viel, viel tiefer, als wir denken. Schaut, ein guter Vater wird seinen Kindern nicht einfach sagen, yes, you can do it, go for it, mach das, immer alles cool und gut und sensationell. Ein guter Vater ermutigt ohne Zweifel, aber ein guter Vater lässt seine Kinder nicht einfach alles machen, sondern er will sie zum Besten erziehen. Amen. Und unser Vater im Himmel ist nicht anders. Ich denke an Walti, der war ein Senior bei uns in Silbern. Und der Walti war enorm erfolgreich. Er hatte ein Business im Werbebereich und eine 7-Zimmer-Villa am Genfersee, hat den Pilotenschein gemacht. Das ganze Leben ging nur nach oben. Und dann in den 80er Jahren kam die ganze Krise, Wirtschaftskrise, die Zinsen gingen hoch und Walti stand plötzlich mit fast keinem Geld mehr da. Er ging an die Börse, er spekulierte dort mit Optionen und am Schluss stand er da mit 800.000 Franken, nicht plus, sondern minus. Die Villa musste er verkaufen, sie zogen in eine Einzimmerwohnung in der Blutwurst in Spreitenbach, kennt ihr? Die Hochhäuser dort neben dem Shopping, in eine Einzimmerwohnung. Er machte noch einen letzten Flug mit seinem Flieger und hatte eine Notlandung, crashte auf einer Weide. Das Flugzeug schlitterte über die Wiese, kam bei einem Stacheldraht zum Stehen. Der Stacheldraht hatte das Flugzeug durchschnitten und so viel vor seinem Hals blieb das Flugzeug stehen. Und ich sagte, Walti, jetzt schaust du zurück, du warst mal ganz oben, Multimillionär. Und er sagt, Matthias, weißt du, dass ich zweimal abgestürzt bin, war das Beste, das mir in meinem Leben geschehen konnte. Ich habe erst darum angefangen, wirklich nach Gott zu fragen. Hat diese Gemeinde kennengelernt, Rechtsberatung, bekam Unterstützung, Begleitung, Schuldensanierung. Und er sagte, Matthias, wenn das nicht gewesen wäre, ich hätte nicht zu Jesus gefunden und auch nicht meine Frau. Es brauchte den Crash, um Gott kennenzulernen. Lieber in einer Blutwurst mit Hunderttausenden, in einer Einzimmerwohnung mit Hunderttausenden Franken von Schulden, als Multimillionär am Genfersee und du hast Gott nicht. Das war seine Aussage. Liebe Freunde, Gott liebt uns so sehr, dass er es nicht zulässt, dass unser Leben einfach ungestört in eine falsche Richtung sich entwickelt. Das ist ein Grund. Er liebt uns und darum heißt es auch in Sprüche 3, Vers 12, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Ich weiß, wenn mein Vater diese Seite der Erziehung bei mir praktizierte, hat das nicht immer Freude ausgelöst. Aber ich bin ihm und meiner Mutter heute noch dankbar für so viele Signale, die sie gegeben haben, wo sie gesagt haben, Matthias, gell, ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Ich habe es gebraucht. Da könnt ihr Lehrkräfte fragen. Unerzogene Kinder sind etwas vom Schwierigsten in einer Schulklasse. Und unerzogene Christen sind etwas vom Schwierigsten in einer Kirche. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht vorbereitet gehabt. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Zurechtweisen bedeutet, auf den richtigen Weg zu bringen. Zurechtweisen bedeutet, dass unser Leben Orientierung bekommt, Klarheit bekommt, Schärfe bekommt, die Dinge zu sehen. Und schaut, Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht sein lässt, wie wir sind. Das Zweite,
Der Grund ist, dass Prüfungen eben eine Chance haben, uns besser zu machen. Schaut, Glück, Wohlstand, Erfolg verändern uns in unserem Leben selten nur positiv. Ich möchte sogar sagen, die guten Zeiten des Lebens haben das Potenzial, unser Leben zu verderben. Es ist interessant, ich wurde so erinnert an eine Bibelstelle, die nicht so bekannt ist, aus Jeremia 48,11. Da heißt es von Moab. Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen und auf seinen Häfen stillgelegen und ist nie aus einem Fass ins andere gegossen und ist nie in die Gefangenschaft gezogen. Darin ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden. Der Gedanke, der dahinter steht, ist folgendes. Wenn du Wein herstellst, ich bin kein Önologe, ich weiß nur ganz wenig, aber so viel weiß ich, du brauchst so etwas wie Hefe, die den Gärprozess in Gang setzt. Und dann muss Folgendes geschehen, wenn der Gärprozess anfängt zu beginnen, musst du den richtigen Moment bekommen und dann muss der Wein weg von der Hefe in ein neues Fass. Er muss umgegossen werden. Und zwar warum? Weil sonst die Hefe, der Fermentierungsprozess weiterfährt und dann verdirbt es den Wein. Muss umgegossen werden. Und Gott sagt hier in seinem Wort, sagt er, manche Menschen sind zu lange auf der alten Hefe liegen geblieben, haben sich nicht umgießen lassen, sind nicht bereit gewesen, Altes abzuschließen und zum Neuen zu kommen. Moab war so jemand, der sagt, schau mal, du bist nie in die Gefangenschaft gegangen, darum schmeckst du immer noch gleich wie früher. Und Gott sagte eigentlich, schau mal, die Leute, die durch die Gefangenschaft gegangen sind, deren Geschmack ist verändert worden. Als die zurückkamen, das waren andere Menschen. Das waren nicht gebrochene Menschen, aber es waren Menschen, die waren vor Gott zerbrochen. Es waren Menschen, die hatten eine andere Qualität in ihrem Leben, in ihrem Charakter, in ihrem Wesen. Und liebe Freunde, das ist etwas, das Gott in uns tun muss, dass unser Geruch verändert wird, dass unser Geschmack verändert wird. Und ich möchte es positiv sagen, es ist etwas vom Allerherrlichsten, wenn Menschen durch die Gnade Gottes eine tiefe Veränderung erlebt haben und sie schmecken so richtig nach Jesus. Du spürst ihnen an, da ist die Geduld da, da ist die Liebe Gottes da, da ist die Weisheit Gottes über ihren Leben und du merkst, das, was da durchdrückt, das ist nicht mehr der Hans und das Lisi. Du kannst deinen eigenen Namen einsetzen, sondern was da durchkommt, das ist die Gegenwart von Jesus in ihrem Leben. Und schau, Prüfungen tun noch etwas. Sie zeigen uns, von welcher Qualität unser Glaube ist. In 5. Mose 8, Vers 2 bis 3 sagt Gott Folgendes. Er sagt, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen. Und das ist etwas Gutes übrigens. Wenn Gott uns demütigt, dann bringt uns das immer in die richtige Beziehung zu Gott. Okay? Wenn Gott uns demütigt, ist das nie eine Entwertung von uns, sondern wir erkennen erst unseren Wert, wenn wir demütig werden vor Gott. Dadurch und euch auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Schaut, es ist gut, wenn man zu Gott kommt, wenn man in Not ist. Und das darf man auch, das soll man auch. Man soll sich an Gott wenden, wenn man Hilfe braucht. Und Gott ist da und er hilft. Und wisst ihr, Gott hilft nicht, weil wir so coole Typen sind, sondern Gott hilft, weil er ein Gott des Erbarmens ist.
Sonst hätte er Israel nicht geholfen und er würde auch uns nicht helfen, weil so cool sind wir oft eben nicht. Aber er sagt noch etwas, schaut, das Problem ist, dass viele Menschen Gott nur wegen dem Manna nachfolgen. Und er sagte, schau mal, ich habe deshalb ganz bewusst dieses Manna euch geschenkt, um euch aber etwas anderes zu lehren. Nicht nur, dass eure primären Bedürfnisse erfüllt sind oder ich sage mal sekundären Bedürfnisse erfüllt sind und euer primäres Bedürfnis, dass ihr merkt, was ich eigentlich brauche, ist nicht nur das tägliche Brot, sondern ist Gott. Hast du dich mal gefragt, warum das Vaterunser nicht beginnt mit gib uns heute unser tägliches Brot? Es hat einen Grund, weil das andere eben wichtiger ist, dass wir Gott kennen, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass wir mit Gott leben lernen. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, die persönlichen Probleme und Krisen in meinem Leben haben mich verändert. Und sie haben mir etwas gelernt, Matthias, lerne abhängiger von Gott zu werden. Es war auch für mich eine Prüfung zu erkennen, wie tief geht denn mein Glaube. Das weißt du nicht, wenn du auf dem Gipfel des Lebens bist. Aber trägt mich mein Glaube? Hält mein Glaube jetzt stand? Es hat mich gelehrt, die Krisen freier vom Stolz, freier von der Selbstrechtfertigung, freier von der Selbstsucht zu werden. Ich habe manche Dinge nicht gelernt durch die guten Zeiten. Ich habe vieles gelernt in den schweren Zeiten. Sie verändern uns. Schaut, Gott muss aus uns egoistischen Menschen der Liebe schaffen, erschaffen. Menschen, die anderen dienen, die Licht und Salz in dieser Welt sind. Und so haben Krisen und Schwierigkeiten die Chancen, dir zu zeigen, wie tief geht dein Glaube. Und weißt du, wie schön ist es, wenn du merkst, mein Glaube an Gott, der hält. Und wenn du ganz ehrlich bist und zur Demut findest, weißt du, was du dann sagst? Nicht mein Glaube hält, sondern ich merke, Gott hat mich in meinem Glauben gehalten. Das ist ein großer Unterschied. Früher habe ich oft erzählt, wie ich Gott gefunden habe. Heute erzähle ich meistens, wie Gott mich gefunden hat. Ich habe gerne erzählt, wie ich Glauben gehabt habe. Heute sage ich lieber, ich staune über den Glauben, den Gott mir geschenkt hat. Ist ein Unterschied. Nun, wie sollen wir darauf reagieren, wenn solche Zeiten kommen? Und ich möchte euch 4 Dinge geben aus unserem Text heraus. Erstens, das erste ist, wenn es negativ kommt, freue dich. Freue dich. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das hörst, sagst du, die Bibel spinnt. Wie kannst du dich freuen, wenn Schwierigkeiten kommen? Schau, du kannst dich eben dann freuen, wenn du weißt, warum solche Dinge geschehen. Du weißt in diesen Momenten, weißt du was, ich kann mich darüber freuen, weil Gott in seiner Liebe wirkt an meinem Leben. Er liebt mich wie seinen Sohn, er liebt mich wie seine Tochter. Und er geht mit mir durch einen Prozess und er zieht mich. Wie gut ist das? Das sagst du nur, wenn du weißt, dass du Erziehung brauchst, oder? Und das sagst du aber auch nur dann, wenn du die Demut hast zuzugeben, dass du Erziehung brauchst. Aber Freunde, wenn ich die Bibel richtig verstehe, meine ich, wir bleiben im Prozess der Erziehung, bis Jesus wiederkommt. Wir hören nicht auf. Kam jemand auf mich zu vor einigen Wochen nach einem Gottesdienst, sagte, Matthias, weißt du, jetzt höre ich dich schon seit 30 Jahren, habe den Eindruck gehabt, heute, das ist zum ersten Mal eine Predigt gewesen, wo ich etwas damit anfangen konnte. Und dann sagte ich, Herr Jesus, jetzt musst du mir helfen, was soll ich sagen? Dann
habe ich in mich gehört, habe gesagt, und habe gesagt, Gott, oder wie meinst du, was meinst du? Und es war so klar die Stimme von Gott. Und die habe ich ihm dann gegeben als Antwort. Sagte, weißt du, danke für dein Wort. Es macht mir Mut, dass ich nicht aufgehört habe, mich verändern zu wollen. Dankeschön. Ich bin lieber 30 Jahre ein schlechter Prediger gewesen, weiß aber, irgendetwas wird noch anders in meinem Leben. Das ist viel wichtiger. Manchmal denken wir, ja, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, wir seien schon so weit. Aber vielleicht ist es besser zu sagen, wir haben mehr Luft zum Wachstum, als wir Stolz haben auf das, was wir schon erreicht haben. Freue dich, resigniere nicht, sage, Gott, danke, bist du noch dran an meinem Leben. Danke, dass Substanz, Qualität in mein Leben hineinkommt. Danke, dass du auch der Gott bist, der wird in dieser Not drin, wird auch einen Weg haben. Und weißt du, das ist das Schöne, je tiefer es geht in deinem Glauben, je mehr Zuversicht hast du am Schluss. Letztens musste ich in ein ganz schwieriges Gespräch und ich sagte Gott, oh, wenn es nur schon vorbei wäre. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, Matthias, manchmal spricht er Englisch mit mir, weil ich so lange, glaube ich, im Ausland war, sagte er, Matthias, enjoy the ride. Und ich sage, was Gott? Das kann ich machen, wenn es fertig ist. Sagt, nein, enjoy the ride. Wir gehen zusammen in diese Situation. Du bist nicht alleine, freu dich. Und ich sagte, hey, was für ein Unterschied. Okay, freu dich, erstens. Zweitens, schau auf das Ziel. Denn es heißt hier drin, wenn ihr euch darin bewährt, und bewährt, das heißt manchmal, es ist nicht in einem Moment vorbei, dann wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Schau, das ist das Schöne, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, Gott ist daran, unseren Glaube zur vollen Reife zu bringen. Und weißt du, das bedeutet, das Ziel ist, Gott, schau mal, das Ziel ist nicht, dass Gott alle Probleme löst in deinem Leben. Nein. Ich habe festgestellt, kaum ist eins gelöst, kommt das nächste. Das Ziel ist, dass Gott uns zum Ziel bringt. Und das Ziel ist, sagt er hier, zur vollen Reife zu gelangen. Dass unser Leben durchdrungen ist von der Substanz von Jesus Christus. Und schau mal, das macht Mut. Gott lässt uns nicht kurz vor dem Gipfel hängen. Macht er nicht, sondern er sagt, ich bringe dich zum Ziel. Wir gehen zusammen da hoch. Du siehst Gott nicht auf dem Bild, aber der ist dabei. Schaue auf das Ziel. Gott verändert dich. Gott vertieft dein Leben. Gott vertieft deinen Glauben. Er sagt, weißt du was? Hey, bisher konntest du nur 5 Kilo stemmen im Glauben. Jetzt kannst du 10 Kilo stemmen. Ich mache dich fit für dein Leben. Ich mache dich fit für das, was noch kommen wird. Wie cool ist das? Gott möchte nicht, dass wir schwache, zweifelnde, am Boden zerstörte Christen bleiben. Er möchte dich stark machen in ihm. Er möchte, dass du merkst, mein Glaube, der hebt, weil er in Gott gegründet ist. Mein Leben wird verändert durch Jesus. Ich bin nicht mehr wie früher noch. Das ist Gottes Ziel. Und das Dritte ist, suche Weisheit. Und die Bibel sagt so deutlich hier drin, hey, wenn du durch solche Zeiten kommst und deine Gefühle, deine Gedanken vielleicht, hey, dich zu Boden drücken wollen, du weißt manchmal vielleicht nicht, wo dir der Kopf steht, dann gehe zu Gott, sag, brauche ich Weisheit. Weisheit bedeutet Klarheit zu sehen. Und das Erste ist, dass du in den Momenten Klarheit bekommst. Gott hat dich immer noch lieb. Gott wird dich durchtragen. Gott wird zum Ziel kommen. Habe keine Angst. Habe keine Angst. Das ist schon mal Weisheit.
Weisheit bedeutet auch, dass du nicht anfängst, aus den Gefühlen, aus den Emotionen in den schwierigen Zeiten heraus zu handeln, sondern dass du verbunden bleibst mit dem Geist Gottes, dass du voller Glauben bleibst, dass du die Hoffnung nicht aufgibst. Das ist auch Weisheit. Dass du sagst, Gott kommt schon zum Ziel. Gott wird es schon richten. Es liegt auch nicht alles an mir. Das ist auch das Coole an Weisheit. Es ist göttliche Weisheit. Es liegt nicht alles auf deinen Schultern. Gott trägt mit dir durch diese Zeiten hindurch. Bitte Gott um Weisheit. Und vielleicht brauchst du bei Weisheit auch mal andere Leute an deiner Seite. Vertraue dich ein paar Menschen an. Lass dir raten. Lass Menschen in dein Leben hineinreden. Ich habe so oft festgestellt, manche Dinge kommen von Gott direkt und manche Dinge redet Gott durch andere Menschen hindurch. Und das Dritte ist, empfange Segen. Er sagt in Jakobus 1,12, Gott segnet denjenigen, der die Prüfungen des Lebens geduldig erträgt. Weißt du was, das Wort, das hier gebraucht wird für Segen, ist das genau gleiche, das du in der Bergpredigt hast. Makarios, selig, überaus glücklich sind die Prüfungen des Lebens, denen nicht ausweichen, sondern durchgehen mit Gott. Und das ist etwas, ich weiß nicht, das ist fast ein Paradox, dass es nur bei Gott gibt. Aber weißt du, das sind die Menschen, die schauen zurück und sagen, ich danke Gott für das, was geschehen ist. Menschlich, niemals wollte ich das. Aber ich danke Gott dafür. Er hat etwas Gutes daraus gemacht. Das Festhalten an Gott wird dir zum Segen sein. Und dieses Wort Segen bedeutet, das ist ein Zustand im Herzen, den man weder durch Meditation, Yoga noch Drogen finden kann. Es ist ein Zustand, der aus einer tiefen Verbundenheit mit Gott herausfließt, der Kraft, Geduld und übermenschliche Zuversicht gibt. Wow! Gott segnet die Menschen. Wenn du sagst, ich freue mich, Gott, mit dir gar nicht da durch. Ich verspreche dir zu 100%, du wirst gesegnet sein. Du wirst gesegnet sein. Und dieser Segen ist nicht nur für dich, mit dem Segen wirst du Licht und Salz in dieser Welt sein können. Mit diesem Segen, mit dieser Geschichte wirst du anderen Menschen eine Hilfe sein können. Wirst du anderen zur Seite stehen können. Wirst du anderen in Not helfen können. Wie dankbar, und das dürfen wir auch wissen, dass solche Zeiten nicht für immer sind. Sie eben auch zu Ende gehen. Das heißt es auch in einem der Worte im Petrusbrief. Denkt daran, liebe Brüder, liebe Geschwister. Es geht eine Zeit und dann sagt Gott, jetzt ist sie vorbei. Prüfung bestanden, Ziel erreicht und jetzt gehen wir weiter. Und dann dürfen wir die Gegenwart von Gott genießen und eine tiefe Dankbarkeit im Herz haben für das, was Gott bewirkt hat. Wollen wir noch aufstehen? Wollen wir noch zum Gebet gehen und uns Jesus wirklich zuwenden heute Morgen? Weißt du, ich wurde so daran erinnert, dass Jesus den bitteren Kelch getrunken hat. Er hat den bitteren Kelch genommen. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du letztlich, auch wenn es bitter erscheint und manche Dinge schwer erscheinen, du musst den bitteren Kelch nicht mehr trinken, den hat Jesus getrunken. Und durch ihn und das Vertrauen auf ihn kann dir der bittere Kelch, den du als bitter empfindest, den darfst du zurückgeben an Jesus und kannst sagen, es ist kein leichter Kelch, aber den bitteren hast du getrunken. Den ich trinke, der ist nicht mehr bitter. Der ist erfüllt von Hoffnung, der ist erfüllt von deinen Zielen, der ist erfüllt auch von deiner Gegenwart. Ich möchte es sogar so sagen, die Gegenwart von Jesus kann das Bitterste in deinem Leben versüßen, weil in seiner Gegenwart wird alles anders.
In seiner Gegenwart siehst du die Dinge des Lebens komplett anders. Da siehst du dich auch nicht als Opfer, da siehst du dich auch nicht irgendwie als jemand, dem irgendetwas Schlimmes angetan wurde. In seiner Gegenwart siehst du dich als ein Mensch, geliebt von Gott. Und wenn du sein Kind bist, nie verlassen von Gott. Nie, nie, niemals. Und ich möchte heute Morgen fragen, ist vielleicht jemand hier, der sagt, hey, ich gehe durch eine nicht einfache Zeit, aber ich kenne diese Beziehung zu Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dich einladen heute Morgen und dir sagen, Jesus hat deine Not gesehen. Jesus weiß, wie es dir geht. Und er streckt dir heute seine Hand entgegen und sagt dir, komm, du musst da nicht alleine durch. Ich gehe mit dir durch. Ich, der lebendige Gott. Ich, der am Kreuz gestorben bin, der den Sieg errungen hat für jede und jede Situation. Möchtest du nicht mit mir durchs Leben gehen? Möchtest du dich mir nicht anvertrauen, zu mir kommen und sagen, vergib mir meine eigene Schuld und hilf mir mit deiner göttlichen Kraft? Wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, hey, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen? Dann heb doch deine Hand. Du darfst heute seine Hand ergreifen. Du darfst heute beginnen, mit diesem lebendigen Gott durch dein Leben zu gehen. Du wirst nicht mehr alleine sein. Du wirst nicht mehr ohne seine Hilfe sein. Du wirst nicht mehr ohne seine Liebe sein. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde, nicht eine Sekunde. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand hoch als Zeichen, ich ergreife diese Hand von Gott. Ich ergreife diese Hand von Jesus. Ich möchte von heute an mit ihm durchs Leben gehen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, noch weitere Menschen hier. Du kannst noch, ja, Dankeschön, so schön, so schön. Hey, komm, bete doch an deinem Platz noch mit mir und du kannst mir diese einfachen Worte nachsprechen und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Sag sie ruhig an deinem Platz. Ich komme zu dir, wie ich bin. Und ich ergreife deine Hand. Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe in meinem Leben. Komm in mein Leben. Vergib mir meine eigenen Sünden und hilf mir von nun an. Ich danke dir, hast du mein Gebet erhört. Von nun an bin ich mit dir verbunden. Amen. Amen. Herr, wir wollen noch in eine Zeit gehen. Ich möchte dir gratulieren für diesen Schritt. Ich möchte dir sagen, hey, das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und wir wollen jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir noch beten für Menschen. Ich möchte unser Team beten, unser Kleingruppenleiter nach vorne zu kommen. Und wir wollen in einen Moment gehen, wo wir beten für Menschen. Vielleicht gehst du gerade jetzt durch eine schwierige Zeit und sagst, hey, ich schaffe es fast nicht. Ich sage dir, mach nichts, komm heute Morgen, lass uns zusammen beten. Gott will dir die Freude geben und damit eben auch die Kraft, die du brauchst. Wir wollen heute Morgen auch beten für die Menschen, die hier sind mit einer körperlichen Not. Wir haben einen Gott, der heilt. Wir haben einen Gott, der Gebete erhört. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Lass heute Morgen für dich beten. Du kannst jetzt nach vorne kommen. Die Geschwister stehen bereit. Und ich möchte, wenn du kein Gebet brauchst heute Morgen, möchte ich dir aber auch zurufen, hey, weiche Gott nicht aus in deinem Leben, wo er dich in seine Schule nimmt. Weiche ihm nicht aus, sondern sag ihm doch heute Morgen ganz neu, Herr Jesus, lass mich ein Lernender bleiben, lass mich eine Lernende bleiben. Erziehe du mich, mach mich Jesus wirklich ähnlicher. Gebrauche du Dinge in meinem Leben, damit ich lerne. Und ich möchte dir auch sagen, hey, wenn du hier bist und du sagst, es ist nicht so einfach, dieser Weg. Du bist nicht alleine. Da sind Menschen da in dieser Kirche, die glauben mit dir. Die unterstützen dich. Die sagen,
Ich weiß vielleicht, wo du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Aber du gehst nicht alleine. Wir sind hier. Jesus ist hier. Verliere nicht den Mut. Gott wird diese Zeit deines Lebens zum Segen brauchen. Er wird etwas daraus machen, das besser ist als das, was es heute ist. Er ist ein Gott der Zukunft, er ist ein Gott der Hoffnung. Und notabene, er ist ein allmächtiger Gott.